Es geht weiter, stets heiter. Endlich mal wieder hier zurück bei Dragon Ball Sparking Zero. Ja, nachdem wir in der letzten Folge hier gegen Cell ein bisschen aufgemischt haben und sogar das, sage jetzt mal, optionale Ende geschafft haben, indem wir Cell relativ schnell besiegen mussten, weil es nicht anders ging. Denn sobald wir halt bei Cell ein bisschen trödeln, sage ich jetzt mal, wobei trödeln stimmt gar nicht, du musst wirklich Speedy Gonzales sein. Denn ansonsten gehst du den normalen Weg und ja, was der mit sich bringt, das erfahren wir jetzt. Ich habe mir zwar nach dem Ende der letzten Folge dann noch überlegt gehabt, hey, sollen wir nochmal zurückgehen und die Was wäre wenn Story und so machen. Das wäre eine nette Idee. Aber sind wir ehrlich, Leute, ich bin noch nicht so weit stärketechnisch. Denn diese Was wäre wenn Folgen geht es meistens darum, dass du sehr schnell gewinnen musst. Und ich meine, gut, einen Kampf gegen Raditz wird es vermutlich noch hinkriegen. Ja, bei Cell haben wir es auch hingekriegt, aber ich bin noch nicht auf dem Level, wo ich gerne wäre. Ich hatte nicht so leider jetzt die Zeit zu trainieren, trotz der Pausen. Das ist nicht ganz hingehauen. Weil jetzt vorher noch mal ein bisschen gezockt, also Training gemacht, dann normale Kämpfe gegen ja, CPU halt Gegner. Dann nochmal gegen Freezer gekämpft hier in der Saga, wo ja auch ein bisschen übel drauf ist. Und jetzt gerade vorhin Freezer besiegt, zwar mit der Genki Dama, ja. Aber ich hatte noch über 2 Lebensbalken. Aber ich habe ihn relativ schnell runtergekriegt. Obwohl natürlich Nahkämpfer und so Freezer mir noch überlegen ist, mit den ganzen Kontern und so. Also mit den Kontern muss man mal dahinter. Trotzdem wollen wir natürlich weitermachen, denn ja, wir hatten auch überlegt von wegen, ja, der Grund, wieso ich hier so zögere, ist, ich will ja trotzdem gutes Gameplay abliefern. Das ist der eigene Druck, den ich mir selber mache. Andererseits muss ich natürlich auch sagen, wenn ich wirklich so super imbar wäre, dann wird er vermutlich in der Saga, egal mit Son Goku oder Vegeta, Piccolo oder mit wem auch immer, vermutlich in irgendwie 5 Parts abhandeln, weil ich alle Kämpfe noch durchrushe. Und das wäre ja auch schade, ne? Wir wollen es trotzdem genießen, auch wenn ich vielleicht manchmal ein bisschen fluche. Das wird auch weiterhin so sein, also keine Sorge. Cell genießt seinen Kampf gegen Son Goku in vollen Zügen und erkennt, was für ein Jammer es wäre, wenn einer von ihnen zum Beispiel durch Verlassen des Ringes verlieren würde, den er daher komplett zerstört. Selbst überrascht wirft Son Goku das Handtuch. Da er glaubt, dass Son Gohans Stärke seine übertroffen hat, legt Son Goku das Schicksal der Erde in seine Hände. Doch das hat Son Goku falsch verstanden. Obwohl Son Gohan stärker als er ist er immer noch ein gutherziger Teenager. Cell will Son Gohan provozieren und ihn zwingen, seine wahre Kraft zu zeigen. Böser Fehler. Also schafft er Cell Juniors, um Son Goku und die anderen zu quälen. さあ行けセルジュニアたちよあの岩の上にいる7人が相手だ気をつけろ恐ろしく強いぞこいつらくそったれみんなすまねこんなはずじゃなかった Das dachte wohl niemand. Dieser Kampf ging so Mimi. Hey, momentan, der hat gerade geschossen. Sag mal, der ist doch stärker als Cell. Mit Cell hat nicht solche Probleme. Sag mal.
しセルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。こいつはどうだ。 Ja, aber leider Problem, wie man sieht. Ist ausgewichen und was? オラをなめんなよ。 Kann wieder mal teleportieren, nicht so ein Scheiß aber auch. オラをなめんなよ。こいつはどうだ。 Saublock natürlich ab. Hey, ich hab geblockt! Moment, ich hab geblockt, Freunde. Ich hab eindeutig geblockt, das zählt nicht. Mann, ey. Das liegt ihm auf den Nerven. オラをなめんなよ。 Warte mal. Du kannst provozieren. Ich will einen Clash machen. Komm schon. Ah, die Höhlenspirale, mach sie. Oh. Auch er klappt so nicht, ne? Ja, natürlich. お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していい。 オラをなめんなよ。 Die ist mir unterbrochen, ey. Ja, kann ich auch, siehst du? Er hat's gekontert! Der läuft mal richtig scheiße gerade. Hä? Ich hatte einen wilden Sinn drin. Wie ging das jetzt gerade? Vielleicht wiederholen? Okay. Ja, da kriegen wir schon noch. Ich überlege gerade, dass der Move, wo er mich so kontert dann, das
der ist, wo ich dann die Wahrnehmung aktivieren müsste. Hat schon gewisse Parallelen zum Kampf gegen Freezer. Ja, selber nicht so schwierig. Aber die Wahrnehmung kannst du gar nicht kontern, ne? Was darf ich wieder aus? Wieso kann der Dinge, die Cell nicht konnte?よーしセルジュニアたち大遊びはそこまでだ殺したければ好きに殺していいGerade im Fall? Jo, okay. So, was gibt den Rest? Mit Wilden sind wir ausgewichen, trotzdem kommt noch irgendwie ein Treffer landen. Ich glaub's einfach nicht, ey. Mann, Son Goku, mach doch mal den Move hier. Becken gebrochen. Soll vorkommen. Nein, Schick hat er nicht gesenkt. Wir machen das jetzt. Aber ich mache es künftig wirklich so, auch wenn es mir selber in der Seele wehtut, wird die Folgen leider kürzen müssen. Weil sonst haben wir wirklich den Fall, dass irgendwie vielleicht noch einmal die Woche eine Folge kommt. Es ist einfach das Timing, ist eine Frage. Ich sage mal so, meine Finger wollen noch nicht immer direkt dorthin, wo ich gerade will, in dem Moment. Hier zum Beispiel, da glaube ich. Ja, Mist.よーしセルジュニアたち大遊びはそこまでだ殺したければ好きに殺していい
Mann! Oh. Der Teleport hinter wieder auch nicht mehr funktioniert. Das ist auch eine Katastrophe, ey. Vor allem gegen Freezer hat so schön funktioniert, also offscreen meine ich. Ja, aber auch diese Momente, wo ich ihn quasi kontere mit der Wahrnehmung oder der Superwahrnehmung, besser gesagt, ist dann noch ein bisschen random. So. Kleiner mieser Giftzwerg. Was man aber sicher merken kann, ist, sobald ich merke, er kontert mich, also irgendwie kann er mich ja auch kontern, aber das konnte Freezer auch schon, wenn ich hinter ihm bin und dann so angreife. Das macht er im Prinzip mit dem, also auf der PS5 wäre es die R3-Taste. Da ist die, was gar nicht mehr, wie der heißt, was ist Superkonter? Nee, egal. Auf alle Fälle macht das irgendwie mit dem Move und den kannst du mit der Wahrnehmung, also mit der Kreistaste, wenn dann zum Beispiel, wenn der Gegner dich ganz normal angreift, mit ganz normalen Schlägen, dann macht so ein Goku in dem Fall, oder der eigene Charakter macht irgendwie so coole Ausweichbewegungen und so, hehehe, und dann, also wäre er ultra instinktmäßig unterwegs. Wenn aber irgendwie dann kontert, ne, also der Gegner kontert und dann machst du die Wahrnehmung, dann fängst du den Angriff auf und schlägst zurück. Zwar nur mit einem Hieb, aber trotzdem. Und da ist ja offenbar der Move, wenn du daraufhin kontern konntest, also mit der Wahrnehmung halt, kann der Gegner nicht nochmal kontern. Und das muss man mehr der zu Genüge führen.あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。僕のせいだ。早くとどめを刺しておけば。なんだ、悟空。やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。悟空、お前まさか。悟空、
こまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんにすまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さわあわあ、バカ、そんなやつ連れてくるな。悪いかよ様、ここしかなかったんだ。Son Goku wendet die momentane Teleportation an, um sich und Cell zum Meister Kaios Planeten zu bringen und die Erde vor Cells Zellzerstörung zu retten. Cell ist so ein schlechter Spielverderber, ganz ehrlich. Cell regeneriert seinen Körper und kehrt zur Erde zurück, aber Son Gohan bietet Cell von Son Gokus Worten befeuerte Stirn und will ihn endgültig erledigen. Seine Freunde wollen Son Goku wiederbeleben, doch er bittet sie, damit い aufzuhören. つかおめえたちが死んじまったらまた会おうな。バイバイ。 Die Erde hat mich zwar nicht mehr als Beschützer, dafür aber Son Gohan und euch alle. Ihre Zukunft liegt jetzt in euren Händen. Ja, das Ende der Cell-Saga. Auch das Ende bei vielen Dragon Ball Spielen, gerade diejenigen, die es zu uns nach Europa geschafft haben. Ich sage jetzt mal so Budokai oder Budokai Tenkaichi, die ersten Teile der Ableger, genauso wie auch Burst Limit. Das waren so die Teile, ja, da konntest du ein bisschen mit hierhin zocken und die Buu-Saga war wiederum ein anderes Thema. Die kann erst mal in den nächsten Spielen. Der Majin Buu-Arc, und wisst ihr was, Freunde? Ich habe jetzt gerade eine andere Idee. Weil es ist eigentlich wirklich so ein schöner Abschluss gewesen, gerade mit Son Goku, wer gesagt hat, jo, bis dahin. Ich würde doch mal sagen, wir würden nächste Folge zwar hier weitermachen, logischerweise, aber ich starte doch nochmal, versuche nochmal von vorne zu starten, weil ein paar Dinge kann man schon jetzt machen. Also ein paar Dinge kann man besser machen, als ich zuvor gemacht habe. Angefangen hier mit dem Saiyajin-Arc und so. Ich glaube, das macht Sinn und ja, ob wir es natürlich auch schaffen, ist wieder mal eine andere Frage, logischerweise. Aber es ist wirklich ein guter Zeitpunkt und ja, haben wir bei den Cell Junior so doof angestellt und auch Mühe gehabt. Ich weiß auch nicht, ob es besser wird, ne? Deswegen, ich glaube, ein bisschen Abwechslung tut sowieso nicht schlecht. Kann durchaus mal machen. Und jetzt würde ich mal sagen, zurück, oder? Son Goku. Ja, genau. Für den Rest der Folge nochmal ganz kurz bei Dingen vorbeigucken, ob wir so alles freigeschaltet haben. Denn ich habe, wie bereits erwähnt, noch offscreen ein paar Kämpfe gemacht, so gegen NPCs und so. Und die waren durchaus, haben sich gelohnt. Für neue Titel und nicht neue Charaktere, ne? Viel Cola. Sparking, Modusmeister. Wir können uns einfach wieder mal neue Charaktere holen, oder? Mit Son Goku verwandt. Schön wär's, ne? Wäre man Saiyajin. Krieger. Der wäre. Bei Whis gibt's gar nichts Neues. Also ich noch nicht weiß mit diesen Gegenständen hier, ne, ob die auch im Story-Modus funktionieren. Ich baue mir eigentlich explizit dafür auf, aber wäre eigentlich schon cool, wenn sowas gehen würde. Verschwindenangriff Nummer 1. Drachenbrecher. Mit 2 extra Balken. Wisst ihr was? Kauft ihn einfach mal. Und dann können wir sonst mal gucken, ob man das wirklich im Story-Modus einsetzen kann oder nicht. So, Charaktere.
Ausverkauft, du kannst nicht mehr mitführen, Kauf nicht möglich. Ah, haben wir schon gemacht. Oh! あれもこれも全部欲しくなっちゃうわよね。 Vegeta als vierfacher Super Saiyajin aus GT. Natürlich ist das so ein Ding, ich hoffe gerade auf den nächsten DLCs, dass es doch noch Vegeta GT in der normalen Form als Super Saiyajin geben wird, weil das, ja, da haben wir im letzten Dragon Ball Spielen ganz so gut, Tenkaichi 3 und so gab es das auch, also 何を買うか und ich finde, bei neuen Spielen sollst du die Charakteranzahl aufstocken, nicht irgendwie welche wegnehmen. Mal gucken, was wir alles haben, ne? Wir haben noch ゆっく Up. りお買い物っていうの Ich wollte ja mal もいいわ Margin ね Up noch kommen, ne? Ich will auch hier noch die ganzen Filmcharaktere. Dann die aus Super. いいもの見つかった Tapion, Hildegard. Ach ja, ist eigentlich Paiko auch dabei? Ich glaube nicht, ne? Aber eben, gewisse Dinge kommen sicher als DLCs danach. あれもこれ Da も können wir uns schon mal drauf gespannt 欲しくなっちゃう sicher わよ sein. ね Sicher auch ein paar Timer-Charaktere noch. Bardock, der ja schon das Ding Outfit trägt aus Dragon Ball Super. Also wie man es 何を aus dem Dragon Ball Super Manga mittlerweile kennt. Vom Rückblick. Jetzt mal. Vegeta, Gogeta, Super. Na いい komm. もの見つかった大きい買い物は Gogeta GT, machen Vegeta GT noch. So. あんた太っ Ich habe auch gelesen wegen, ey, setz nicht deine Zähne für Charaktere ein, mach das nicht und so. どんなものを探して Mag sein, warum nicht, werden wir sicher noch erfahren. Aber es ist einfach so, nicht zu machen, weil es andere sagen, nö, scheiße. Da finde ich irgendwie, weiß auch nicht, seltsam, ganz ehrlich. Eine gewisse Fehler, finde ich, darfst du auch machen. じゃまたな Wenn wir schon dabei sind, tritt hervor, sollen wir. Ah, ne, geht gar nicht mehr, ne? Also genug, um Shenlong zu rufen. Mal gucken, wie man Super Shenlong holen kann, aber wir haben eh noch genug Zeit dafür. Und ja, mittlerweile kann ich auch schon mal sagen, Super Shenlong ist die einzige Möglichkeit, um Charaktere sich zu wünschen. Ja, also mit Shenlong und Paluna geht das nicht, die haben andere Wünsche in petto. Aber es gibt auch nicht so viele mit Super Shenlong, das haben wir auch schon gesehen. So viele sind das gar nicht. So ein Sehbildschirm. Ja, warum nicht? Dann an der Stelle vielen Dank fürs Zusehen, Freunde, und bis zum nächsten Mal bei Sparking Zero wieder. Dann denke ich eben zu Beginn vom Goku Arc quasi. Wir gehen dann mal ein bisschen durch. Es geht auch um den Kampf gegen Cheese und Bata, wo ich jetzt weiß, was ich machen muss. Das wird sicher nicht, ja, wird sicher noch wichtig sein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.